Die Schweiz war bis jetzt stolz auf ihren Datenschutz, auf die Unantastbarkeit der Privatsphäre. Das ist ein Ruf, den das Land über Jahrzehnte aufgebaut hat. Darum habe ich schon gerade ein bisschen den Hals gestreckt, als ich gelesen habe, Proton, eine der weltweit bekanntesten Schweizer Privacy-Buden, taubt weg. Die wandern scheint ab, ausgerechnet nach Deutschland und nach Norwegen. Mir hat gedacht, da muss man näher hinschauen. Irgendetwas ist da im Busch. Ciao zusammen, von Gunten hier. Herzlich willkommen zum heutigen Beitrag. In diesem Video schauen wir uns an, warum das Datenschutzparadies Schweiz Geschichte sein könnte und was das mit der E-ID zu tun hat. Steigen wir gleich ein in meine Recherchen. Proton, eine der führenden Firmen weltweit, wenn es um Privatsphäre rund ums Internet geht, hat beschlossen, einen grossen Teil von ihrer Infrastruktur aus der Schweiz abzuziehen. Proton war bis jetzt in Genf daheim. Eine Firma mit über 100 Millionen Nutzer weltweit. Und die packen jetzt ihre Sachen und hauen ab. Ich wollte natürlich wissen, warum machen die das? Und warum geht jetzt? Weil Proton ist, soweit mir das bekannt ist, eine Firma, die gerade weg der Schweiz gross geworden ist. Weg unserem Ruf als Land mit strengem Datenschutz. Weg unseren guten Gesetzen. Als Grund für den Wegzug bin ich ziemlich schnell über 4 Buchstaben gestogelt. FÜPF. Ein artiges Kürzel. Das hat mir bis jetzt überhaupt nichts gesagt. Stellt sich heraus, dahinter steckt eine Verordnung vom Bundesrat. Und die ist nicht ohne. Weil das betrifft am Schluss uns alle. Der Bundesrat setzt bei seinem Angriff auf die Privatsphäre nicht auf ein Gesetz, sondern eben auf eine Verordnung. Weil über ein Gesetz stimmt das Parlament ab. Und gegen ein Gesetz kann das Volk ein Referendum ergreifen. Eine Verordnung dagegen kann der Bundesrat weitgehend selber beschließen. Was ist denn ein FÜPF überhaupt? Grundsätzlich geht es um die Frage, wann darf der Staat mitlesen und mithören. Bei Telefon, bei SMS, bei E-Mail und bei Messenger-Diensten. Die Überwachung der Kommunikation in der Schweiz wird zweistufig geregelt. Nämlich via ein Gesetz und einer Verordnung. Das Gesetz heisst BÜPF, das Bundesgesetz über die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs. Und die ergänzende Verordnung heisst FÜPF, die Verordnung über die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs. Ich stelle mir das so vor wie beim Hausbau. Das Gesetz ist der Bauplan oder das Grundgerüst. Das hat das Parlament bewilligt. Es steckt der grobe Rahmen ab. Die Verordnung ist die Detailarbeit, wo welche Steckdose herkommt und wer genau was machen muss. Das macht der Bundesrat alleine. Wie schon gesagt, zusammen bilden die 2 Stufen das Fundament für unsere staatliche Überwachung der Kommunikation. Das BÜPF, das Gesetz, gibt es schon lange. Telekom-Buden wie Swisscom, Sunrise und Salt müssen heute schon mitmachen, wenn die Polizei etwas überwachen will. Das ist nichts Neues. Und auch die Verordnung, die FÜPF, gibt es auch schon. Seit über 10 Jahren. Sie ist auch schon mehrfach angepasst worden. Neu ist jetzt, wie stark der Bundesrat die jetzt verschärfen will. Warum will der Bundesrat die bestehende FÜPF überhaupt ändern? Als offizieller Grund heisst es wegen der veränderten Technologie. Früher hat man telefoniert und SMS geschrieben. Da ist die Polizei mit einer richterlichen Bewilligung relativ einfach an die Daten hergekommen. Heute läuft aber fast alles anders. Über WhatsApp, über Threema, über verschlüsselte E-Mails, über VPN-Dienste. Und da sagen jetzt die Strafverfolger, hier kommen wir nicht mehr richtig daher. Konkret wollen das vor allem die kantonalen Staatsanwaltschaften und die Polizei. Sie wollen schneller und mehr Daten über verdächtige Personen bekommen. Und sie haben dafür durchaus nachvollziehbare Beispiele parat. Bei einer anonymen Bombendrohung wollen sie Telefonnummern zurückverfolgen.
Oder bei einer Notsuche wollen sie herausfinden, wo jemand gerade ist, falls die Person das Handy dabei hat. Fairerweise muss man sagen, diese Anliegen sind an und für sich nicht aus der Luft gegriffen. Wer Verbrechen aufklären will, braucht gewisse Werkzeuge. Soweit das Argument der Befürworter der Verschärfung. Das Problem ist jetzt aber, bis jetzt hat die Schweiz als Datenschutzparadies gegolten. Und das war nicht nur ein Werbespruch. Gerade darum haben sich Firmen wie Proton überhaupt hier angesiedelt. Der Datenschutz war ein wichtiger Standortvorteil, ein Verkaufsargument für den Standort Schweiz. Und gerade diesen ihren Ruf würde die neue Verordnung aufs Spiel setzen. Die grosse Frage ist also, was zum Bisi-Wetter steht da eigentlich drin in dieser neuen Verordnung? Das habe ich mir als nächstes angeschaut. Im Jänner 2025 legt der Bundesrat die erste Version dieser neuen Verordnung auf den Tisch. Respektive, er schickt den ersten Entwurf in die Vernehmlassung. Dieser Entwurf hat 5 neue Punkte drin. Erstens eine Identifikationspflicht. Anbieter ab 5000 Nutzer müssen die Identität von ihren Kunden überprüfen, mit Ausweis oder Telefonnummer. Anonyme Mailkonten sind dann so nicht mehr möglich. Anonyme Messenger-Accounts auch nicht. Zweitens eine Vorratsdatenspeicherung. Sogenannte Randdaten, also wer mit wem, wenn, wo kommuniziert hat, müssen 6 Monate lang gespeichert werden. Und das bei grossen Anbietern ab 1 Million Nutzer. Hier muss man etwas wissen. Die Randdaten sind häufig schon fast mehr wert als der Inhalt von der Kommunikation selber. Wer kommuniziert, wenn, mit wem und wo. Daraus lässt sich ein sehr genaues Bild von einem Menschen machen. Ein Bewegungsprofil, ein Beziehungsgeflecht oder auch ein Tagesablauf. Gerade das ist auch der Punkt, der von der digitalen Gesellschaft und den betroffenen Firmen am schärfsten kritisiert wird. Drittens. Neue Auskunftskategorien für die Behörden. Rückwirkende IP-Anfragen, Echtzeitkontrolle von Randdaten und eine schnellere Lokalisierung. Viertens, ein 24-Stunden-Big-Dienst. Anbieter müssen rund um die Uhr erreichbar sein für Behördenanfragen. Und fünftens, die Pflicht, gewisse Verschlüsselungen ganz aufzuheben. Zum Beispiel die sogenannte Transportverschlüsselung. Bei meiner Recherche bin ich über eine spannende Hintergrundgeschichte gestolpert. Eine, die in der allgemeinen Berichterstattung kaum vorkommt. Und in dieser Geschichte spielt eine Schweizer Firma eine zentrale Rolle. Threema. Threema ist ein Schweizer Messenger-Dienst aus dem Kanton Zürich. Eine Art Konkurrenz zu WhatsApp. Aber mit einem zentralen Unterschied. Bei Threema kann man die App auch ohne Telefonnummer und ohne E-Mail-Adresse nutzen. Anonym. Über 12 Millionen Nutzer weltweit haben die. Im Jahr 2018 hat der sogenannte Dienst UPF, das Kürzel steht für Überwachung von Post- und Fernmeldeverkehr, das ist eine ausführende Bundesstelle, die beim Justiz- und Polizeidepartement angesiedelt ist. Dieser Überwachungsdienst also hat eine Verfügung erlassen. Threema ist ein Fernmeldedienstanbieter, wie Swisscom. Threema hat sich gewehrt und ist gegen die Verfügung vom Überwachungsdienst vor Bundesverwaltungsgericht gezogen. Und hat gewonnen. Das EJPD hat den Fall ans Bundesgericht weitergezogen. Und am 29. April 2021 hat das Bundesgericht definitiv entschieden. Threema sei eben kein Fernmeldedienstanbieter wie Swisscom, sondern ein Anbieter von abgeleiteter Kommunikationsdiensten. Das heisst auf Deutsch, Threema gehört in eine eigene Kategorie mit eben weniger einschneidenden Pflichten. Die Behörden sind also vor dem Bundesgericht abgeblitzt. Und das ist der springende Punkt. Die Republik schreibt, und das ist eine Einschätzung von der Journalistin Adrienne Fichter, weil die Behörden über den Gesetzes- und Gerichtsweg gescheitert sind, gehen sie jetzt über einen Verordnungsweg. Der Threema-Chef, Robin Simon, sagt zum Tagesanzeiger praktisch das Gleiche.
Der Bundesrat versuche, durch die Hintertür wieder einzuführen, was das Bundesgericht 2021 verworfen hat. Soweit der Hintergrund und die möglichen Motive der Behörden. Und wie ist der erste Entwurf mit diesen verschärften Punkten angekommen, dann im 2025? Zeitlich sind wir also immer noch im 2025. Fast alle grossen Parteien haben sich negativ zu dieser ersten Verordnung geäussert. Grüne, SP, Grünliberale, FDP und auch die SVP. Sie haben von gefährdetem Datenschutz geredet, von unverhältnismässigem Eingreifen, von einer Gefährdung vom Werkplatz Schweiz. Auch die betroffenen Firmen selber haben sich gewehrt. FRIMA hat sich in ihrer eigenen Stellungnahme zu Wort gemeldet. Die Revision würde sie zwingen, ihren Grundsatz aufzugeben, so wenig Daten wie technisch nötig zu erheben. Gerade das, was FRIMA von WhatsApp unterscheidet. Und nur eine Gruppe war klar dafür, die kantonalen Polizei- und Justizdirektoren sowie die Staatsanwaltschaften. Eine Verordnung, die von links bis rechts abschifft. Das passiert in der Schweiz höchst selten. Im Herbst 2025 sind dann 2 gleichlautende Motionen eingereicht worden. Von FDP-Ständerätin Johanna Gappani und vom FDP-Nationalrat Olivier Feller. Beide Motionen verlangen, dass der Bundesrat den Entwurf grundlegend überarbeitet und nochmal in die Vernehmlassung schickt. In der Folge hat der Bundesrat eine Nachbesserung versprochen. Er wolle eine grundlegende Bearbeitung machen und sie dann in eine zweite Vernehmlassung schicken. Und was hat der Bundesrat aber effektiv gemacht? Wie ich herausgefunden habe, etwas ganz Eigentliches. Und jetzt kommen wir in die Gegenwart. Statt den überarbeiteten zweiten Entwurf öffentlich vorzulegen, hat das Departement vom Bundesrat Beat Jans im Februar 2026 einen geheimen Entwurf an ausgewählte Schweizer IT-Firmen geschickt. Eine Art Privatkonsultation hinter verschlossenen Türen. Das Problem daran: das Parlament hat ja per Motion verlangt, dass der überarbeitete Entwurf nochmal in eine ordentliche Vernehmlassung geht. Eine Vernehmlassung, das ist in der Schweiz ein zentrales demokratisches Verfahren. Das habe ich mal gelernt in der Schule. Alle interessierten Kreise dürfen Stellung nehmen dazu. Parteien, Verbände, Wissenschaft etc. Und alle Stellungnahmen werden öffentlich publiziert. Das EJPD hat aber etwas anderes gemacht. Es hat den Entwurf an ein Hämpfchen von ausgewählten Firmen geschickt. Und sonst niemandem. Die Öffentlichkeit hat nichts erfahren, bis die Republik den Entwurf bekommen und veröffentlicht hat. Mit anderen Worten, durch expliziten Auftrag vom Parlament eine zweite öffentliche Vernehmlassung ist umgangen worden. Durch eine private Runde und die Teilnehmer hat das EJPD dann auch selber ausgesucht. Die digitale Gesellschaft bringt es auf den Punkt. Der Bundesrat versuche, mit gewissen Anpassungen und geheimen Konsultationen den Widerstand der Wirtschaft abzufedern. Vor wenigen Wochen ist der Entwurf von der Republik geleakt und veröffentlicht worden. Und was steht in diesem geheimen Entwurf? Auf den ersten Blick tatsächlich eine Nachbesserung. Die Schwelle bei Punkt 1 ist nach oben gesetzt worden. Statt ab 5000 Nutzer gilt die Identifikationspflicht neu erst ab 100'000 Nutzer. Das tönt nach einem grossen Schritt von 5000 auf 100'000. Das ist ein Faktor von 20. Konkret bedeutet das, kleine Mail-Anbieter, Hosting-Services und kleinere Schweizer Tech-Startups sind zwar fein draussen, aber ein Proton mit über 100 Millionen Nutzern ist weiter betroffen. Ebenso FRIMA mit über 12 Millionen Nutzern und Tresorit, ein Schweizer File-Hosting-Dienst. Also gerade die Firmen, wo das Geschäftsmodell auf dem Spiel steht, bleiben voll betroffen. Der Bundesrat betont öffentlich gern wieder, dass aber die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung unangetastet bleiben sei. Als zentraler Beleg dafür, dass es eine echte Nachbesserung gegeben hat. Aber auch hier, die Republik und die digitale Gesellschaft halten dagegen.
Der eigentliche Privacy-Verlust liegt gar nicht unbedingt beim Inhalt der Kommunikation. Das Spannende für die Behörden ist eher der Zugang zu den Randdaten. Noch einmal, wer kommuniziert, wenn, mit wem und wo. Das sind die eigentlichen Informationen, die die Behörden daran herkommen. Wenn man das so liest, könnte man fast meinen, dass die ganze Ende-zu-Ende-Diskussion eher ein Ablenkungsmanöver ist als ein echter Kompromiss. Item. Zusammengefasst könnte man sagen, der Bundesrat hat eine Nachbesserung versprochen, was er aber kaum gemacht hat. Und die grossen Schweizer Privacy-Firmen sind weiter voll im Visier. Die Schlagzeilen der Republik bringt es auf den Punkt. Der Bundesrat hat nichts gelernt. Wie mir meine Recherche auch noch gezeigt hat, was der Bundesrat hier plant, wäre sogar in der EU illegal. Und das heisst etwas. Das ist schon noch spannend. Die grundlose Speicherung von Kommunikationsdaten quasi auf Vorrat hat der Europäische Gerichtshof zweimal verboten. Einmal im Jahr 2014 und nochmal im September 2022. Die Begründung des Gerichts, solche allgemeine Speicherung greife unverhältnismässig in die Grundrechte ein, ins Privatleben. Erlaubt in der EU ist nur eine gezielte Speicherung. Bei einer konkreten Bedrohung von der nationalen Sicherheit oder bei einem konkreten Anfangsverdacht gegen bestimmte Personengruppen. Was der Bundesrat hier plant, die Speicherung von Daten von Millionen von Schweizern, das fällt genau in die Kategorie, die der Europäische Gerichtshof zweimal verboten hat. Vereinfacht gesagt, die Schweiz wäre mit ihrer Verordnung strenger als die EU. Das müssen wir uns auf der Zunge mal vergehen. Die Schweiz, das Land, das sich seit Jahren als Datenschutzparadies positioniert hat, das Land, in dem sich Firmen wie Proton gerade weg unserer Privatsphäre-Tradition angesiedelt haben. Genau das Land will jetzt in eine Richtung gehen, die nicht mal in der EU möglich wäre. Der Andy Yen, der Chef von Proton, hat im Interview mit der Westschweizer Zeitung Le Temps schon im Juli 2025 angekündigt, Proton werde seine Investitionen in der Schweiz einfrieren. Im August 2025 ist Proton dann konkret geworden. Der neue KI-Dienst von Proton, Lumo, läuft auf Server in Deutschland. Und geplante Rechenzentren für rund 100 Millionen Franken gehen jetzt nach Deutschland und nach Norwegen. Proton sagt es klar. Wegen der Schweizer Überwachungspläne ziehen sie den grössten Teil von ihrer Infrastruktur aus der Schweiz abziehen. Und Proton ist nicht alleine. Da ist auch noch die Firma NIM, eine kleinere Privacy-Firma aus Neuenburg. Der NIM-COO, der Alexis Roussel, hat zur Republik gesagt, wenn der Entwurf so bleibt, werden auch sie sich definitiv von der Schweiz abwenden. Zusammengefasst könnte man sagen, was der Bundesrat plant, wäre in der EU rechtswidrig. Die Schweiz würde sich damit überwachungsfreundlicher positionieren als ihre Nachbarn. Und darum verlassen jetzt gäng mehr Schweizer Firmen das Land. Wow, wer hätte das gedacht? Zum Schluss, wie gäng, noch meine ehrliche Meinung zum Thema. Aber zuerst noch ganz kurz. Merci vielmals an alle, die mich mit dieser Spende unterstützen. Ihr wisst ja, Vogonte ist zu 100% unabhängig und rein zuschauerfinanziert. Ihr findet Spendeninfos unter www.vogonte.ch oder auch im Beschreibungstext von jedem Video. Aber jetzt zu meinem Kommentar. Erinnert ihr euch noch an die E-ID? Im September 2025 ist die E-ID in der Schweiz hauchdünn angenommen worden. Schon dann haben Kritiker gewarnt, die E-ID sei ein Schritt in Richtung Identifikationspflicht. Aber der Bundesrat dann immer wieder betont hat, alles bleibe freiwillig. Und jetzt, keine 12 Monate später, kommt die FÜPF. Eine Verordnung, die die Identifikation weiter ausdehnt. Nicht nur für offizielle Dokumente, sondern für jeden, der eine von diesen grösseren Schweizer Apps braucht.
Wenn ich das alles hintereinander lege, sehe ich ein Muster. Zuerst die Idee, jetzt die Verordnung. Beides für sich genommen wirken nach nichts Grossem. Es klingt nach einer technischen Banalität. Wenn man die Massnahmen aber zusammenlegt, baut sich ein System auf, das die Anonymität im Schweizer Internet schrittweise verschwinden lässt. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern, wie ich finde, eine nüchterne Beobachtung. Schritt für Schritt. Und das Ergebnis am Schluss ist etwas, das eine Mehrheit des Schweizer Stimmvolk so nie wirklich wollte. Gehe ich mal davon aus. Aber, wie ich gerne sage, was weiss ich schon? Ich habe ja so politische Bubentricklis nicht studiert, als ehemaliger Badmeister. Schreibt mir doch eure Meinung in den Kommentaren zum Video. Ich bin gespannt, ob ihr es anders seht. Hey, voilà, dann würde ich sagen, das war es wieder mal für heute. Merci fürs Einschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Ich freue mich. Wir sind übrigens hier in El Porto. Das ist der berühmteste Surfstrand der Region von Los Angeles. Vielleicht habt ihr es durch das Video ein bisschen gesehen im Hintergrund. Es hat heute ganz gute, lustige Wellen. Und da gehe ich jetzt auch noch ein bisschen rein. Also, tschüss!